Aber sonst geht's euch gut. Aber sonst geht's euch gut. Aber sonst geht's euch gut. Mit dieser Frage beschäftige ich mich auch in meiner zweiten Kolumne. Sonst geht's euch gut. Ansprechen wir hier mit diesen Worten diese Idioten, die immer einen Schuldigen suchen oder immer einen Schuldigen abliefern müssen. Das beste Beispiel ist ja eher der Kasperl von Amerika, der Trump, weil er ist ja fest davon überzeugt, dass die Chinesen sind schuld an diesem Virus. Und wir Europäer sind schuld, weil wir den Virus zu ihm nach Amerika mitgebracht haben. Also ganz ehrlich, einen größeren Blödsinn habe ich mein ganzes Leben noch nie gehört. Das ist so typisch Amerika. Alles ein wenig hinten nachschreien, was ihnen der Kasperl viel schreit. Und die Menschen können nicht einmal unterscheiden, ob das Corona ein Bier oder ein Virus ist. Und kurzerhand steht diese Brauerei Corona kurz vor dem Ruin, weil sie da drinnen dieses Bier nicht mehr kaufen. Und da würde ich grantig, wenn eine Brauerei Ärger kriegt und kein Bier nicht verkauft und kurz vorm Ruin steht. Ja, ihr Mächtigen dieser Welt, keiner hat geschrien, dass er diesen Virus haben möchte. Ihr seid nämlich ihr gefragt. Ihr heißt zusammenhalten, zusammenarbeiten und miteinander nach einer Lösung suchen und nicht schon wieder irgendwelche Hint-Umi-Aktionen à la Trump. So nach dem Motto Forscher abwerben oder sowas. Fix, das geht in der heutigen Zeit überhaupt nicht. Liebe Leute, und wenn ich heute bei uns schaue, es gibt Leute, die krank geworden sind, die sind auch nicht schuld, dass sie an diesem Virus erkrankt sind. Die haben sich das auch nicht ausgesucht. Schuld sind die nicht daheim bleiben können, die sich nicht an das halten können, was ausgemacht ist, die sich nicht daran halten können, dass andere nicht anstecken. Die sind schuld, die vor lauter Dummheit einfach Hans Kasperl spielen. Stand der Dinge ist jetzt einfach daheim bleiben, nehmt die Anstecker und ich würde sagen, sitzen wir es einfach aus, oder? Und dann gibt es die anderen Menschen, die werden öffentlich gemobbt, weil sie sich vielleicht im Urlaub diesen Virus eingefangen haben. Leute, das hätte uns alle passieren können, oder? Was mir ja total nervt, ist, wie die Preisen den Virus aussprechen, oder? Das Virus, sagt die Frau Merkel, ja, sie fix, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Seit meiner Kindheit haben sie zu mir in einer bayerischen Grammatik gesagt, der Virus. Pass auf, dass du einen Virus nicht kriegst. Oder auch seit meiner Kindheit haben sie zu mir gesagt, halt der Temp für, wenn du husten musst oder wenn es dir reißt. Gell, wenn es dir reißt, das sind jetzt verwirrte Blicke auf dem Bildschirm. Wenn es dir reißt, ist bayerisch und heißt so viel wie, wenn du niesen musst. Halt der Temp für, haben sie zu mir gesagt. Naja, da tut sich für uns einer mit fast 50 Jahren ganz schön schwer, dass er auf einmal diese Erziehung, die er genossen hat, komplett außen vor lässt und seine Bratzen nicht vors Mai hält, wenn er husten muss. Aber ich möchte an mir arbeiten, ich mag ja kein Saubär nicht sein. Weil ganz ehrlich, Saubären gibt's bei uns fähig nur. Kurz bevor diese Ausgangsbeschränkung war ich noch bei dem amerikanischen Fastfood-Restaurant mit den 2 goldenen Bögen. Und habe mir gedacht, bevor du jetzt da was isst, gehst du noch schnell aufs Klo und tust dir deine Bratzel waschen. Wie ich reingehe, denke ich mir nur, ja, leck mich an. Ja, sag mal, wer war denn da drin? Ja, wer hat denn da eine Duftnote hinterlassen, dass du fast speien kannst? Auf einmal geht die Tür auf und dann sehe ich schon, aha, der war das mit dieser Duftnote. Ohne Hände waschen. Stellt er sich vor den Spiegel hin, greift ein wenig in die Haare rein, ein wenig in die Ohrwaschel, ein wenig in die Nasen rein. Ohne Hände waschen, belangt dann den Tiergriff an und geht raus. Ich schreie noch nachher, ja du Dreckhammer, ich wasch dir die Hände. Obwohl, es ist egal. Weil in diesem Fastfood-Restaurant kannst du dir ja nach dem Händwaschen nicht einmal deine Bratzel gescheit antrinken. Okay? Jetzt stehe ich da mit meinen nassen Händen und Moment, was tue ich denn jetzt? Ich habe dann den Tiergriff angelangen müssen, ja, dann bin ich rausgegangen und danach habe ich halt was gegessen dann. Gell? Naja, und dann soll es nicht krank werden. Liebe Leute, ich würde sagen, bleibt jetzt auf jeden Fall gesund und seid keine Saubären. Wascht euch eure Hände und versucht mindestens 1,5 Meter auseinander zu bleiben. Es ist halt zur Zeit mehr so. Und jetzt habe ich es gesagt. Jetzt geht es mir gut. Übrigens, diese Folge von meiner Kabarettkolumne wird Ihnen präsentiert von Firma Pramml, Energie- und Gebäudetechnik. Die Firma Pramml aus Ruderting sind Allrounder, was Photovoltaik, E-Mobilität, Stromspeicher, LED-Lichttechnik, Elektroinstallation, Klima, Lüftung, Sanitär, Heizung, Telekommunikation oder Anlagenbetreuung angeht. Sie sagen, besser nachhaltig und umweltbewusst. Richtig gemacht ist auch besser für den Geldbeutel. Langfristig zahlt sich nämlich Top-Qualität immer aus. Besser einer für alles. Ach ja, und die sind super drauf. Erreichbar ist die Firma Pramml unter www.pramml.de.